Anischt Liewen, ein Podcast von der ASTM. Willkommen bei Anischt Liewen, dem Podcast an der Radiosendung von ASTM an Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel, ich bin Mitarbeiter von ASTM Aktion Solidarität Tiere-Mond Lützeburg und ich begleite euch durch die Sendung. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Solidarität mit den Ländern vom globalen Süden, Klimagerechtigkeit und einem nachhaltigen Lebensstil. Dafür werde ich all Monat einen Gast bei mir haben, mit dem ich über so Themen diskutieren kann. Zum Abschluss haben wir noch ein paar Agenda-Tipps für euch. Willkommen. Mein Gast heute an der ersten Sendung von Anischt Liewen ist Nicola Henken. Moin Nicola. Guten Morgen. Der Nicola ist Analyst an der Gringer Finanz und ist Klimablogger mit seinem eigenen Blog climb.online, climb mit Y, und hat 2017 einen Master am Climate Change Management and Finance am Imperial College zu London aufgeschlossen. Ist das so richtig? Das ist ganz gut zusammengefasst, ja. Mal da gebe ich gerne aufhängen. Kannst du uns einfach mal erklären, was du in der Klimablogging eigentlich verstehst? Du bezeichnest dich für so. Ja, also ich habe den Blog angefangen, mit der Idee einfach über klimarelevant Sujeten zu schwätzen. Für mich ist das zwei Sachen, das ist generell Sujeten über den Klimawechsel, die Leute mehr accessibel zu machen, so wie CO2, was das möchte. Mehr aber auch ein bisschen mehr investigativ zu schreiben über Klimapraktiken, die ich noch nicht ganz an der Reihe fand. Da hatte ich etwas über den geringen Strom zum Beispiel geschrieben. Das sind so die zwei Wollen, die ich am Moment beschreibe, aber es geht auch darüber raus. Was ist sozusagen dein Hauptziel gewesen, wo du das gestartet hast? Was war deine Motivation? Und auch, was für Leute willst du mal erreichen? Du schreibst ja auf Lützeburg an Englisch, wenn ich richtig weiß. Ja, Lützeburg an Englisch ist richtig. Also schon am Februar des Jahr angefangen, weil ich mal gedacht habe, okay, ich schaffe zwar an der geringer Finanz, aber der Klimawechsel ist ein Problem, den mehr larger ist wie just das. Und ich habe gemerkt, wenn es mit einem edukativen Hintergrund vom Imperial College ich kann das benutzen, für die Leute sich vom Klimawechsel mehr accessibel zu machen. Wir haben auch projiziert auf Lützeburg. Das ist nicht das global, was du schon vielleicht mehr an den Körper ist, aber auch was ist für Lützeburg, was kann ich als Lützeburger machen. Da wenn es auch Lützeburg als Primärspruch und dann Sekundärspruch natürlich auf Englisch, wenn es mit dem Historik zu London. Ich habe mich überlegt, Französisch-Deutsch als zeitliche Gründe und Stadtlohner nicht gemacht, mit das aber sicher etwas, was ich konsiderieren zum als Französisch, weil viele Leute an diesem Land französischsprachig sind und damit ging es dann auch mehr Leute erreichen und den Sujet nach mehr verbreiten. Genau. Blogging erlaubt ja eine klare Haltung zu haben. Also du bist ja in dem Sinn kein neutraler Journalist, du bist ja auch kein Journalist. Wie war das für dich sozusagen eben den Unterschied zwischen Journalismus und dem, was du machst, am Blogging? Ja, das ist ein gut Frage. Ich bezeichne mich effektiv nicht als Journalist, ich habe noch keine journalistische Ausbildung. Ich probiere aber eine Perspektive zu haben, die objektiv ist. Auch wenn mit meinem Hintergrund ich kann vermuten, ich hätte ein bisschen eine Tendenz, für das Klima zu schreiben. Damit will ich so, wenn ich einen Artikel schreibe und ich kriege von dem soi-disant geringen Camp ein Feedback, es wäre nicht gering genug, und von dem nicht geringen Camp, oder dem mehr Anti-Klima-Camp ein Feedback ist viel zu gering, da weiß ich, dass ich ein gut mitgetroffen habe. Und das ist auch das, was ich am Moment ein bisschen siblieren, dass ich eine Diskussion bei den mehr Anti-Klima-Leuten provozieren kann, mit raisonablen Argumenten für den Klimawechsel, mir auch der Migräne kann ein bisschen aus der Reserve flackeln und den Challenge par rapport zu dem, was sie so denken. An der letzten Monat, dass die Männer über die Klimakrise geschrieben gehen, an Pandemiebekämpfung steht natürlich am Fokus. Dabei könnte das durch den Stopp von den wirtschaftlichen Aktivitäten verschiedene Länder, die werden bereits Klimaziele erreichen, die für drun in weiter Ferne waren. Wie weit kann ich sagen, dass Pandemiebekämpfung eine Chance für Bekämpfung von der Klimakrise ist? An wie weit gibst du dem vielleicht widersprechen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den er da mentionéiert. Effektiv sind lokale Emissionen kurzer Aufgang, wo die Pandemie angefangen hat. Mit das aber für das Klima sozusagen just ein ganz kurz Pause. Was man bräuchte, wir empfangen verlängerte Rekül von CO2-Emissionen, was so viel ging heche, wie wenn man nur kürzen oder man hat schon angefangen, mehr zu produzieren, was so viel ging heche, wie das dann auch die Emissionen nachhaltig müssten bleiben. Weil den CO2 ist nämlich, sobald ein Einkehr an der Atmosphäre ist, über die paar Jahrhunderte bleibt dann an der Atmosphäre, sodass die kurz Best, die wir im Moment durch Corona haben, nicht durabel ist. Für aber auch nicht über das Wirtschaftssystem zu so, sind wir der Meinung, dass wir müssen mehr konsumieren, mehr reisen, mehr Tourismus, was ja sicher alles positiv Gefühle sind für die Bürger. Aber das sind aber Verhaltensweisen, ob der als Wirtschaft abgebaut ist, die ziemlich destruktiv für das Klima sind, weil das am Moment alles assoziiert mit dem Verbrennen von fossilen Energien. Also solange wir nicht von den fossilen Energien wegkommen, muss ich immer ein bisschen am Hinterkopf haben, dass als aktuell Wirtschaftsweise nicht ganz nachhaltig ist. Aber wie weit kann ihn dann von verschiedenen Maßnahmen oder auch vom Verhalten von der Bevölkerung für zukünftige Bekämpfung von der Klimakrise lehren an der letzten Monat? Ja, eine ganz interessante Observation fand ich, dass man ganz leichte Konfinement akzeptiert haben am März. Das natürlich auch dadurch bedingt, dass die Corona-Krise an dem Moment ganz tangibel war. Die war von unser Haustier, die Leute sind krank gehen, die Leute sind noch ganz krank gehen, an Teilweise müssen Statistiken just gucken, noch drüber gestorben. Und das hat den Leuten im Moment Angst gemacht und sie haben die Bedrohung akzeptiert und dadurch Einschränkungen auf Verzicht in Kauf geholt. Bei der Klimakrise es ging da natürlich so, und also man es genauso existenziell bedrohend für die Menschheit. Es ging sogar argumentieren, mehr existenziell bedrohend. Wir haben jetzt Bedrohung nach in weiter Ferne. Das heißt, die Leute kriegen zwar von den sogenannten der Klimaaktivisten gesagt, die müsst verzichten, man reisen, man konsumieren, aber gibt nach keine immediate Konsequenz von einer Reduktion, die Leute da matt kriegen. Das heißt, das ist den E-Punkt. An den anderen Punkt, den viel genannt wird, dass wenn den Einzelnen Verzicht mir nicht ganz Gesellschaft, dann verbringt oder da bringt der Verzicht vom Einzelnen ja nicht. Das heißt, doch da bricht man eine Mobilisation von der Allgemeinheit für eben eine Reduktion an den Emissionen zu provozieren und dann mal den positiven Effekt auf das Klima zu haben. Aber wie weit hat dann laut Pandemiebekämpfung Dynamik vom letzten Jahr, also ich denke da an Fridays for Future zum Beispiel oder auch andere politische Dynamiken gebremst oder ist das eigentlich just momentan nicht so auparavant? Ist es eigentlich weitergegangen, der Kampf von den Leuten, die sich da engagieren? Ja. Ja, ich meine, der Kampf ist weitergegangen, wenn das ein bisschen an den Hintergrund geregelt. Das heißt für mich, dass effektiv so ein Beispiel, also immer auf die sozialen Medien, Friday for Futures Bewegung, die hat weiter Demonstrationen organisiert, mit Masken, mit Aufständen, so weiter. Auch, pardon, ich meine, Schritt zurück, sind noch teilweise virtuell Demonstrationen organisiert. Sie waren am Hintergrund schon ganz aktiv, aber natürlich sind hier Proteste durch die aktuellen Sanitärkonditionen und noch ökonomisch Folgen von der Krise an den Hintergrund geregelt. Das heißt, dass vielleicht an der Allgemeinheit Klimakrise am Moment eine große Betrachtung kriegt, damit kann ich zustimmen. Aber das heißt aber nicht, dass sie wichtig gehen. Also am Gegenteil, die wird weiter auf uns zurollen an den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Fridays for Future hat in Slogan ganz stark propagiert über die sozialen Medien. Das war immer let's not go back to normal because normal was a crisis. Also los es nicht zurück an Normalität gehen, weil als Normalität war ein Krise. Aber wie weit stimmst du dem zu? Ja, da sind ich einverstanden insofern, dass für mich Normalität ist, dass man unser ganzes Wirtschaftssystem auf fossilen Energien beruhen, das heißt Verbrennung von Kohle, Gas und noch Öl, Petrol. Das hat unserer westlicher Gesellschaft notamment zu großem Reichtum verholfen. Wir müssen aber auch erkennen, dass das effektiv nicht mehr eine Option ist für diesen Planet
sozusagen zu erhalen. Das heißt für mich, dass Normalität, das war gut, wir brauchen nur eine neue Normalität effektiv, für dass wir können die Klimakrise bekämpfen. Op degem Blocke do eng Karikatur, die Joch fir Dr gesinn hat, du ginnet so zu 2 Wellen, Corona-Well ass déi den direkt gesäit, an Dir es mi klang. Wir han runnner verstoppt se so die riesig Well, eben de vun der Klimakrise. Ja, wie soll ich das verstehen? Also versperrt als momentan Pandemiebewältigung sozusagen der Blick auf Klimakrise oder geht es mehr darum, die Idee, dass Klimakrise eben viel mehr durabel, also viel mehr nachhaltig und auch mehr langfristig ist, wie eben Pandemie, die wahrscheinlich an 3-4 Jahren bekämpft das. Ja, das die Karikatur, die weist effektiv eng Klangwell, die Corona-Krise ist, die auf eine Großstadt zusteuert, dann eng Großwell, die Klimakrise soll repräsentieren, die op dieselbe Zeit zusteuert mat 2 Doktoren, die so mir ja die Klangwell gleich bekämpft. Effektiv ich ging so Pandemie als momentan schon ein ganz wichtiges Problem. Sie breier doch Gesellschaft op der ganzen Welt. Ich ging aber so von der Magnitude her, dass die Klimakrise nach einer Vielfalt von der aktueller Corona-Krise kann e puer Zule lo nennen, déi Dich oft am Kap hun ass déi vun den Klimaflüchtlinge potenziell, déi soll an 100 Millioune goen zum Beispiel an e puer Joerzéngten. Et werd de ganz gros Konsequenze vum Klimawissel ginn, an do weinst derf man déi Grosfeld do net vergiessen. Wer de noch ka soen ass das durch den Fokus muss no hanne goen an de bis mir langfristige Fokus adaptéiert gin. Ich mein das Schwierigkeit vun Haut, dass lo ass eng hëtzt well an dann asrem Bëchbrand, an dann asrem eng dürre Einzelweder Eventer zräg zu feieren op de Klimawessel ass immens kompliceéiert. Das oftrecht no enger langer Phase u Jore, wo ich kann auch wirklich eng Konklusion man, dass et de Klimawessel ass. Und dat mischt man joch den Dialog so schwer an der Gesellschaft, dass Leiit nach immer mengen wann Wander da do ass mat minus 20 Grad, dass dann ke Klimawissel do ass. Do muss man auch all der Rëmme Bewusstsinn dafür entwickeln, dass die Großfälle, die am Gang zu kommen, die könnt. An den Kontext goufet fir kurzem eng Studie vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, dat gesot huet, dass wenn wir so weitermachen, Text wahrscheinlich schon 2050 eng eisfrei Arktis geif gin. Wat bedeutet dat eigentlich eng eisfrei Arktis? Ja, dat as ein gut Frau. Do mat können noch lo viel Leiit, ich ging so notamment zu Lützeburg net viel aufhängen. Du muss e bësse gucken, wéi de Klimasystem funktionéiert, dann schallen dat lo einfach, weil das effektiv so, dass durch de mënschgemache Klimawissel gin Temperaturen op, dodurch schmelzt deis an do ginne de puer Konsequenzen. Die engers, dass Meeresspiegeln an Luft gin, da ginne Schätzungen, dass van Arktis soll eisfrei sinn, dass d Wasser kennt an engem Daven-Szenario 20 bis 30 cm op der Welt an Luft goen. Domat sinn alt Küsteregioune betraff, die en sech so firstelle kann, dozo geheieren natürlich Metropole wie New York, wo a menge nahen Adaptationune wette getraff gi mir, da muss ich noch nach gucke wéi eng, méi wat viel méi signifikativ as fir d vulnerabel Populationen ass dat Majoritéit vun de Personen, die betraff sinn am solo Developéierung Entwicklungsländer, Bangladesch, Vietnam, all déi Küsteregionen, die keng Infrastruktur hu keng Meigkeeten hunn, do werden net ganz schwéier Probleme ginn, da das lo fir mëchten direkten Effekt, den es so kann, da kann en a woch vun indirekten Effekt erschwätzen, an du wëlech eng kleng Projektioun op Plötzebusch machen, notamment das solo wann Manner eis do ass oder deis bis geschmoll, dats dat affektéiert de Zirkulationun vun den Ozeanen, solo wann déi dann affektéiert, dats da kënne vereinzelt wieder Phasen verlängert ginn. Do zo geheieren Hëtzewellen, Dürrephasen, Reenphasen, dat kann alles verlängert gi, so dats zum Beispiel Hëtzewellen, die mal lo dëse Summe hatten an der Frequenz, an ech ging auch Mengen an der Severitéit können an d Luft goen. An dommer sie mir och zu Lützeburg ganz konkret betroffen, man muss als
Infrastrukturen adaptieren als Fundenlechkeeten deelweise auch als Gesundheitssystem will du auch werden weil gesundheitlich Konsequenzen hun Wassersysteme Wasserbecken also du sie viel Sachen die als auch ganz konkret zu Lützebeschwerte betreffen. Mir kommen Sie zum Aufschluss in einem Gespräch zum Schluss und immer 2 Fragen die ich allgar stellen die echt als wat willst du auf 5 Jahre nicht mehr müssen erklären. Ui, das ist ein gut Frau. Dat gëtt lo technisch ich will am liefsten nëmi misisten erklären dass Greenhouse-Gas-Effekte Emissionen pardon net Effekt dat Greenhouse-Gas-Emissionen wie zum Beispiel den CO2 dass déi Jahrhunderte lang an der Atmosphäre bleiben so dass als Wirtschaften vun Haut an als Verhaltensweis vun Haut iwwer Jahrhunderte wert de Klima beeinflussen. An meng allerlechte froh ass stell dafir du hast fir eng woch Beegke de grosse Banner op eiser neier Schener Tram ze beflocken. Wat misst du Drstose dats all Mënget kaliersen? Dat ass eng gut froh lo brauch bëssen Zeit fir zivaluier, well du ginn net viel Sachen déi ich so spontan denke lo bëssen iwwer Fridays for Future an so geschwaart. Ja nee effektiv Appes watch konkret am Kappen ass ging Drschreiwen lo oder nie mir dawer am Sinn vom Klima soen wir brachen lo eise Wirsel u gewunnechten an System wir können alles zum Wirtschaft durabel zu beeinflussen also lo oder nie. Nicola Henken so merci. Ech so vielmals merci. Mir ist noch schon bald Ende von unserer ersten Episode von Anne Stierven. Zum Schluss noch paar Kulturtipps an dafür hunnische Gast im Studio, nämlich Dan Müller. Dan Müller schafft am CITIM, dem Centre d'Information Tiers-Monde von der ASTM. Moin an. Moin Cedric. Mal so mehr, was kann ich machen? Meja, du kannst op den Conscious City Walks Luxemburg Stadt ein bisschen neu entdecken an dat am 3. und am 10. Oktober. Und du kann inzwischen 2,5 und 3 Stunden Alternativen für einen mehr nachhaltigen Lebensstil entdecken. Und ummelden kann sich da über die Facebook-Seite von der ASTM. Und wie viel kostet das? Das kostet nicht. Na, das ist gut. Und wann ist schon was meine Stand? Essen natürlich. Und das kannst du machen auf der Marschgemeinde Alternativ zu Esch am Ellergrund. Die findet den 11. Oktober statt und da haben sich ein Dutzend Organisationen zusammengetan und zum Thema Biodiversität einen ganz flotten Marsch ausgeschafft. Und da kann ich auf 7 Kilometer wandern, gut essen und noch etwas beilehren. Und da auch die Infos findet ihr dann wieder auf der Facebook-Seite vom Marschgemeinde Alternativ. Okay, also den 11. Oktober zu Esch. Ganz genau. Du werdest sehen. Und wann es regnet, was meine Stand? Da könnt ihr zum Beispiel an Kino gehen. Und du hast die nächste Gelegenheit dann am 18. Oktober am Carré. Da geht den Film Soyalism gewiesen, am Cadre vom Cinema du Sud. Und ja, den Film geht 18:30 Schluss. Soyalism geht um Soja oder wie? Ganz genau um die weltweite Problematik von der Sojaindustrie. Ah, okay, ich verstehe. Gut. Okay, gut. Merci an. Bis nächsten Monat. Eddie. Das war es für diesen Monat von meinerseits. Anne Stierve wird produziert von ASTM und Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Die könnt ihr aktuell folgen, auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und rufen. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an astm.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast@astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, merci für den Lauschen und bis die nächste Kehr. Und denkt drunter, think global, act local.